Was geht ab, Leute? Ruh dich doch aus. Es ist nicht so deep, wenn ich jetzt hier 1-2 Stunden ein bisschen laber. Aber ich habe keinen Bock mehr. Ich habe nichts zu tun, Digga. Ich bin alleine, krank. Was soll ich machen, ja? Bisschen talken. Schadet doch nicht, oder, Leute? Auch einfach wieder nach Madeira gespawnt. Bruder, ihr checkt nicht, wie random das war, ne? Tour abgesagt, aber Hauptsache live gehen. So schlimm kann es nicht sein. Guck mal, man kann das entweder so sehen oder man kann sehen, was für ein Macher ich bin, dass ich gerade hier bin. Nein, Bruder, ich hatte 39,5 Fieber. Also ich glaube, das war schon deep. Ich bin immer noch am Arsch. Also ich muss sagen, ich war ja Samstag, hatte ich ja 39,5 Fieber. Da ging es mir wirklich schrecklich, Digga. Da ging es mir wirklich geisteskrank scheiße. Aber am nächsten Tag war schon viel besser. Also hatte ich kein Fieber mehr. Aber halt, ne, schwach, Kopfweh, Halsweh. Und heute ist noch mal besser. Also ich habe heute wirklich nur meinen Kopf komplett gefickt. Also heute war crazy Tag, Digga. Ich bin heute um 4 Uhr aufgestanden. Danke, Friems. Ich bin krank, Mach ne? weiter so. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten, ne? Ich bin krank. Und ich bin um 4 Uhr aufgestanden und bin nach Madeira geflogen. Digga, dass ich überhaupt noch live gehe, ist crazy. Man macht kein T-Shirt an, weil mir sonst zu schnell warm wird. Wie gesagt, ich bin heute Flugzeug geflogen, 4 Stunden. Alter, ich werde nie wieder krank Flugzeug fliegen. Ich bin wirklich, Bruder, ich hatte 50 Mal schön auch alle im Flugzeug angesteckt. Nein. Bin ich ansteckbar, Leute. Ich habe auch aufgepasst, ich habe nicht gehustet, ich habe gar nichts. Ich war wirklich so die ganze Zeit in meinem Film. Aber Digga, mir ist übel geworden. Ich habe Schweißausbruch 50 Mal bekommen. Da hatte kein Trinken dabei. Alter, das war schrecklich. Bruder, ihr müsst auch meinen Schlaf sehen, Alter. Von dieser eine Nacht, wo ich 40 Grad Fieber hatte, Digga. Ich habe das mal gesehen. Ich habe das getrackt mit dem Ring. Digga, Warte. Schaut euch das mal an, Digga. Seht ihr, wie das so hochgeht die ganze Zeit? Bro, das hatte ich noch nie. Digga, ich war 12 Stunden lang im Bett. Davon habe ich 8 geschlafen. Das war da, wo ich 40 Grad Fieber hatte. Wann findet die Verschiebungstour statt? Bruder, warum aber jetzt Verschiebungstour? Das ist einfach eine Frage, die ich mir jetzt stelle. Digga, soll ich krank diese scheiß Tour machen, ihr Wichser? Bruder, ich habe sogar überlegt, noch an diesem Tag, wo ich krank geworden bin. Ja, okay, morgen wird das weg sein. Es war nicht morgen weg. Nein, Wallabilla ist, jetzt in meinem Zustand könnte ich auch keine Tour machen. Also es geht gerade so, dass ich so 1-2 Stunden jetzt hier labern kann einfach. Und ich sag, selbst morgen bin ich noch nicht safe, sage ich. Also, aber Bruder, guck mal, ihr müsst mich verstehen. Ich bin jetzt nach Madeira gegangen, weil guck mal, ich dachte mir halt, okay, wenn ich nicht in Österreich bin, dann gehe ich halt nach Madeira wenigstens. Weil ich werde ja jetzt nicht die ganze Woche krank sein, oder? Ich bin hier alleine, krank, also ich kann nicht mal streamen oder sowas. Deswegen bin ich jetzt live. Damit ich das wenigstens hab. Krank kann man auch mal die Madeira-Tage für den Wohnsitz abfahren. Was meinst du? Nein, ich bin hier zum Chillen. Nee, aber ich muss echt aufpassen mit Luxemburg. Da war ich ein bisschen zu lang. Dann dachte ich mir, okay, wenn ich nicht in Österreich bin, dann gehe ich halt hier hin. Hättest du die Tour gemacht, wäre die auch für alle scheiße. Ja. Also es wäre kacke gewesen, hätten wir die gemacht. Halt trotzdem, wie tief bist du gesunken? Leute, harter Tag heute. Harter Tag heute, Leute. Was soll ich sagen? War ein harter Tag. Digga, ich habe heute nicht nur Valorant gespielt, Bro. Ich habe verfickt nochmal World of Warcraft gespielt. Für 1 Minute und bin dann gegangen, weil es mir zu langweilig war. Die Dreier-Kombi hat gekracht am Tag davor. Es kracht fatal, fallende Rose. Ich sag, die haben mich alle gehasst. Ihr müsst euch vorstellen, Faki ist von Berlin dahin gereist. Nur um einen Tag danach wieder zurückzureisen. Und Heiko ist extra einen Tag vorher schon da gewesen. Nur um danach wieder zu gehen. Weil ich bin so ein Hurensohn, aber ich kann ja nichts dafür. Versteht ihr? Und Hui auch. Was soll ich machen, Digga? Ich hatte ja auch nicht ausgesucht. Bruder, auch Merch, Digga. Wir hatten Merch. Merch war ready. Wir hatten zeitlich haben wir das so gepressured, dass das noch funktioniert alles. Und jetzt war das alles für nix eigentlich. Das ist alles scheiße. Wir haben auch alle Sachen nicht, glaube ich, 100% storniert bekommen. Also es ist halt einfach nur Minusgeschäft. So, ich habe locker... Ich muss Annika fragen, aber schon, also wir haben ja schon alles gebucht gehabt auch. Aber wir sind überlegen jetzt schon, 2. Woche
Dezember, ob wir da vielleicht die Ösi-Tour machen oder die Ösi-Tour erstmal noch weiter nach hinten rücken und dafür die Streamer WG2 da machen, in dieser, also zweiter Woche Dezember. Aber Heiko muss irgendwie noch gucken, ob er da kann und wir müssen dann noch gucken, ob wir das dann zu dritt machen oder wer die vierte Person ist, weil Wichtiger hat ja keinen Bock mehr. Wie lange bleibst du auf Madeira? Nein, Hui kommt wieder. Boah, wäre tough, aber sage ich, nee, aber ich bleib nicht lange, ich bleib bis nächsten Montag. Verkauft doch so Merch. Ja, wir können doch nicht so Ösi-Tour-Merch verkaufen, wenn die Ösi-Tour nicht ist. Ist auch scheiße. Ey, Jungs, würde ich sagen, ich habe schon Muskeln abgenommen. Man sagt ja immer, wenn man krank wird, dann verliert man geisteskrank viele Muskeln. Ich glaube, bei mir geht noch. Ich bin halt nicht lang krank, ne? Nee, mir fällt auf jeden Fall nichts auf. Was gab es da zu verlieren? Ja, komm. Ja, gib keine Muskeln, oder? Gib keine Muskeln. Na klar. Oder ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das ist mittlerweile valid. Reason-Bild, das ist kein Reason-Bild. Brust kann noch mehr. Ja, das stimmt leider. Meine Brust ist auch das, was mich abfuckt, Digga. Die ist mir noch zu schwabbelig. Checkt ihr? Warum hast du nichts an zum Teufel? Weil mir sonst zu warm ist, weil ich krank bin. Habt ihr eben eine richtige Mutti-Nachricht geschickt? Dankeschön. Aber Annika, weißt du was? Du kannst meiner Mutter eine Mutti-Nachricht schicken, wenn du willst. Ich glaube, das wäre besser. Habt ihr nämlich erzählt wegen Survival-Ding. Ja, fand sie nicht so lustig. Da ist vielleicht die eine oder andere Crash-On-Nachricht gekommen. Verständlich aber, muss ich auch diesmal sagen, weil selbst ich finde es ein bisschen tough mit dem, ja, was ihr erzählt, wo, ja. Also selbst ich finde das immer noch tough mit dem Land. Ich finde das auch gefährlich. So, deswegen finde ich ihren Crash-On valid. Aber ja, wird schon nichts passieren, wa? Lacher, wenn nicht Nordkorea, oder ich sag ehrlich, ich würde lieber nach Nordkorea gehen, als an das Land, wo wir hingehen. Also nur zum Verständnis. Das Auswärtige Amt warnt dort, keinen Bus zu nehmen mit mehreren Haltestellen wegen der Überfälle, wenn man einen Bus nimmt, nur einer, der straight durchfährt. Ja, also meine Mutter hat mir auch ein paar Sachen geschickt. Ich lese mal kurz vor. Hohe Gewaltkriminalität, Raubüberfälle, Diebstahl, Erpressung, teilweise auch Entführungen, aktive Bandenkriminalität, gefährlicher Straßenverkehr, Gebiete, die man besser meidet, das sind so Gebiete, keine nächtlichen Alleingänge, keine Wertsachen sichtbar tragen, nur offiziell empfohlene Transportmittel benutzen, bei der Botschaft oder über Plattformen wie blablabla registrieren, Hinweise des Auswärtigen Amtes beachten. Ist insgesamt ein Hochrisikoland, besonders für Individualreisende. Reisen sind möglich, aber nur mit sorgfältiger Planung und erhöhter Vorsicht. Ey Jungs, ich bin selber noch unsicher, ob ich das, also, ja, mal gucken. Komm, das erste Mal, ich sehe, sind Salami-Nippel. Bruder, was sind denn Salami? Alter, ich bin so froh, dass ihr es nicht seht. Ich bin so ein behaarter Bastard momentan. Jetzt würde ich sagen, ey, da ist ja eh nichts. Aber Bruder, ich fühle mich, das Ding ist, ich will das mal jetzt wachsen lassen. Also hier, das will ich auf jeden Fall direkt wieder wegmachen. Wenn ich gesund bin, mache ich das alles weg. Ich habe hier so Haare, hier so ein bisschen und da. Aber Bruder, meine Barthaare sind crazy gerade. Ich lasse die mal wachsen, ich will mal gucken, wie das aussieht. Also die wachsen mittlerweile so schnell nach. Nicht mehr lustig, Digga. Ich muss kurz meine Nase. Hast du das schon gesehen? Ja, hab ich schon gesehen. Aber wusste ich ja eh schon. Digga, endlich kommt da auch bald, ich glaube, da kommt diesen Sonntag, glaube ich, kommt dieses Video, wo man endlich sieht, was Heiko gemacht hat, Digga. Heiko war ja so 2 Wochen weg in der Wildnis und oder endlich sieht man dann, was die da gemacht haben, Digga. Alter, das kann ich euch jetzt auch sagen. Leute, endlich war ich bei dem scheiß Paddle-Turnier mit, Digga. Endlich wird das auch mal gemacht. Paddle-Turnier, Digga. 21. September, also in so 3 Wochen. In 3 Wochen Paddle-Event. Ich team nicht mit Paul Frege, sondern mit Maelo. Mal gucken, wie es wird. Viel Spaß beim Verkacken. Ja, also Bruder, das Ding ist, Bro, ich hasse die eigentlich alle, ne? Bro, wenn die irgendwas machen, dann sweaten die so rein, Digga. Bruder, Adi holt sich die ganze Zeit irgendwelche Pro-Stunden, macht bei irgendwelchen Turnieren mit, ist richtig am Sweaten. Paul genau das gleiche, Digga. Die waren alle irgendwie in einem Malta Bootcamp-Paddle irgendwie. Loki, du bist doch auch so deep into Paddle. Nee. Also verglichen mit denen, nee. Ich bin verglichen mit allen anderen Influencern, die Paddle spielen, der Beste wahrscheinlich. Aber von denen auf gar keinen Fall. Die sind alle 100-mal besser. Okay, 100-mal nicht, aber die sind schon viel besser. Also, Bruder, die haben alle legit Unterricht, Digga. Bro, die haben Unterricht. Die haben Unterricht mit Pros. Die haben Unterricht gehabt mit irgendeinem Weltmeister, Digga. Bruder, die sind so am Sweaten. Das ist crazy. Hat der Erzheit nicht auch damit angefangen? Ja, hat er angefangen, Digga, vor einem Jahr. Also, das erste Mal,
das erste Mal ich angefangen habe, ich letztes Jahr, April oder März, irgendwie sowas. Als ich halt auf Madeira das erste Mal war dann. Lass dich coachen, ja, würde ich gerne. Also mache ich, glaube ich, auch. Ich glaube, Maelo kommt maybe nach Luxemburg, ich weiß noch nicht. Und ich lasse mich dann wenigstens noch so 2-3 Tage davor. Ich sag, wenn ich mich 2-3 Tage davor coachen lasse, lerne ich das relativ schnell und kann das dann. Dieses Line-Up ist so. Woher wusstest du, dass Trimax eine Tour durch Deutschland auf einem Einrad macht? Hä, check ich nicht. Lass dir mal Bart wachsen. Bruder, ich hab echt, also, wenn jemand das sehen kann. Ja, jetzt sieht man eh nichts wegen Licht, aber, Bruder, wenn ich das jetzt noch 4 Tage weiter wachsen lasse, dann habe ich Severus White Bart. Du bist krank nach Madeira geflogen? Ja, das war, Bruder, ich mach das auch nie wieder. Das war wirklich hart. Aber, Bruder, das Ding ist, Luxemburg hat halt, guck mal, wär morgen Flug gewesen, tamam, ich hätte den genommen. Digga, ich habe Annika heute geschrieben. Normalerweise schreibe ich Annika immer, weil die dann auch die Flüge bucht und so. Aber weil gestern Sonntag war, hatte ich Angst, ihr zu schreiben. Deswegen habe ich auch selber gebucht. Aber dann schreibe ich hier heute so random. Bin, by the way, heute nach Madeira geflogen. Vergessen zu sagen. Um 14:30 Uhr. Mann, aber das fuckt so ab, weil die Flüge sind halt immer nur montags und mittwochs, Digga. Also ich hätte wahrscheinlich, also dann hätte ich bis übermorgen warten müssen, aber dann hätte sich auch wieder nicht gelohnt, so. Ja. Wie smart ist es, Schokolade zu essen, wenn man krank ist? Digga, apropos Essen. Ich hab den verfickten Cheatcode gefunden für Cello-Stream, Jungs. Bro, ich hab heute bei einem Laden bestellt, wo ich dachte, dass er kacke ist. Hähnchen mit Reis. Ist ja gesund an sich. Ist ja für die Gains. 8 Euro. Ne, 9 Euro. Dachte so, okay, tamam, probiere ich einfach mal. So, Essen war nicht geil, aber konnte man essen. Wenn man das ein bisschen pimpt mit Ketchup, Salz, bla bla bla, dann geht das schon klar. Bruder, das ist so scheiße viel gewesen. Das sind locker 2 Mahlzeiten. Nicht mal diese 2 Mahlzeiten waren schon zu viel für mich. Also ich habe Mittagessen und Abendessen damit gedeckt. War schon zu viel für mich, aber ich bin auch krank, muss man sagen. Aber das reicht locker. Also die haben mir legit ein ganzes Hähnchen dahin gepackt und eine ganze Box mit Kartoffeln und Reis. Bruder, 9,50 Euro. Bro, das ist verfickt billig für 2 Mahlzeiten. Also das ist ja dann 4,50 Euro pro Mahlzeit ungefähr. Bruder, tamam, ich koche nie wieder. Das ist so free. Ich bin doch eh im November zum Kochen da. Digga, ich kann nicht von dir verlangen, dass du kochst, Annika, das geht nicht. Ich will doch wenigstens geiles Essen, wenn du schon keine Steuern zahlen musst. Oder diese Steuern, das ist scheiße, ne? Alter, ich warte nur drauf, bis ich die Steuern bezahlt habe für letztes Jahr, damit ich euch endlich zeigen kann. Bruder, ich sag, ich bezahle hier vielleicht ein Ticken weniger oder gleich wie Luxemburg. Ihr Wichser. Ich habe eigentlich nur Nachteile hier, Digga. Das ist voll scheiße eigentlich. Ich gehe wieder zurück. Also eigentlich cool hier, aber wenn jetzt so ein Jahr ist wie dieses zum Beispiel, wo ich halt viel unterwegs bin, dann ist halt stressig. Sag den Bauarbeitern, die können Küche auslassen, dann werden die maybe fertig irgendwann. Oder ich freue mich so krass, wenn ich gesund bin, einfach auf euch zu scheißen und wieder Urlaub hier zu machen. Digga, das letzte Mal, dass ich hier war, ich habe legit nur Urlaub gemacht, das war so geil. Bruder, ich war jeden Tag Strand, ich bin fast jeden Tag essen gegangen. Bruder, und seitdem ich diese 2 neuen Restaurants entdeckt habe, Gänsehaut, Digga. Bro, das ist so ein Steak-Restaurant, das ist und billig. Und dann noch ein japanisches Restaurant, Sushi-Restaurant. Das ist okay billig. Das ist nicht billig, ist schon ein bisschen teurer. Aber, Digga, das Sushi da, Gänsehaut. Sei froh, dass wir jetzt in deinem Stream sind. Ja, bin ich wirklich. Weil momentan sind die Twitch-Zahlen so. Die sind momentan so. Ich dachte, das Ding ist, eigentlich dachte ich wieder bei nix. Weil ja eh Özito wäre und Özito hätte eh gecarried. Aber jetzt fällt auch noch Özito aus. Jetzt die Schere oben, ne? Jetzt müssen wir gucken, was wir machen. Nein, nicht die Aussie-Tour, Bruder. So viele haben gesagt Aussie-Tour, ne? Bro, es ist nicht die Aussie-Tour, es ist die Ösi-Tour. Die Punkte beim Ö waren ein bisschen klein, aber einfach aufs Sommerloch schieben. Bruder, ich sag, Twitch stimmt auf. Jungs, ich retire nach Crafting, ich retire. Bruder, Twitch ist nicht mehr die Meta, Digga. Der Markt ist so überfüllt. Vergiss es, Digga. Oh shit, ich will's nochmal. Nein, warte, das stimmt doch irgendwas nicht. Warte mal. Nein, das stimmt ja irgendwas nicht. Nee, September, Leute, September. Deswegen September. Digga, ich dachte kurz, oh mein Gott. Ach du Scheiße. Bro, das wäre tough gewesen. Okay, aber ich find's trotzdem krass, also, das ist ja, das heißt ja, ist schon krass, aber trotzdem, sage ich. Nee, aber ihr seht ja hier, das Diagramm geht hier immer weiter runter. Ich gehe mit runter, Leute. Nein, ich bin wieder auf diese Trip.
habe ich euch letztens schon gesagt, ich bin wieder auf diesem Trip, dass ich so gucken will, wer bin ich, Leute? Wer bin ich? Was will ich wirklich machen? Worauf habe ich wirklich Bock? Auf dem Trip bin ich wieder. Classic, aber Classic ist, Bruder. Soll ich euch sagen, wer auch noch auf dem Trip ist? Gar nicht auf dem Schirm hat momentan. Ich hab's nur random gesehen. Ich sag, er hier ist auf diesem Trip gerade. Oder er macht irgendwie Promophase für irgendwas. Rohat. Bro ist irgendwie seit über einer Woche offline, hat schwarzes Profilbild drin und alle seine Beiträge gelöscht. Oder ich sag, entweder er ist Selbstfindungsphase gerade oder er macht Promo für zweite Squid Game Staffel. Ich weiß nicht, was er macht. Ich habe heute ein Chat-Video gefragt, ob es eine gute Idee ist, zu wichsen, wenn man krank ist. Er meinte, wäre eigentlich egal, außer man geht's wirklich scheiße, dann sollte man lieber chillen. Also man soll es lieber lassen so, aber ich werde mir nach dem Spiel ordentlich einen wegtun. So anstrengend, ja, aber wenn du also Bruder, guck mal, das Ding ist, ich lag den ganzen Tag im Bett. Ich lag so lange im Bett, dass mein Ring mir etwas angezeigt hat, was ich wirklich noch nie gesehen habe. Das habe ich noch nie gesehen, Digga. Grün, du hattest heute mehr Regenerationszeit als sonst gut gemacht. Bruder, einfach er lobt mich. Das habe ich noch nie gesehen. Also so stressmäßig. Bei uns Schweiz ist so kalt, 14 Grad oder was. Und Bro sitzt oben rum. Bruder, hier ist so warm, ne? Sonne, blauer Himmel, warm. Aber ich sag ehrlich, ich würde gerne mit euch tauschen. Ich bin auch neidisch, dass ich im November nicht zu Hause bin. Ich bin im November komplett hier, wegen Sellout. Ich bin neidisch. Bro, ich liebe Winter. Ich liebe, wenn das Wetter so richtig dreckig, kalt, ekelhaft ist. Ich liebe es, wenn um 16 Uhr schon alles dunkel ist. Und ich liebe das. Bruder, hier 26 Grad, blauer Himmel, Sonne. Bruder, wie scheiße, Digga. Walla, ich schwöre, das ist nicht mal ein Rage-Bit von mir. Das ist wirklich kein Rage-Bit von mir. Ich kann dieses Wetter nicht mehr sehen. Ich weiß ernst. Luxusprobleme, ich weiß, aber ich kann dieses Wetter nicht mehr sehen. Und deswegen überlege ich auch, wenigstens mal umzumelden, dass ich trotzdem weiterhin auf Madeira chill, aber nicht mäßig gezwungen bin, so. Weil ich will, Bruder, ich bin kein Sommermensch. Checkt ihr, welchen Sommermensch? Tamam, Bruder, hier, perfekt. Aber ich will Winter, ich will draußen sehen, dass es regnet, dunkel ist, jeder sich beschwert über das Wetter, es kalt ist und ich mich so einkuscheln kann. Checkt ihr? Warum lebst du da auf Madeira? Weil ich das erst danach gemerkt habe, du dummer... Sorry. Oder ich hab dir... Ach, scheiß drauf, kein Bock zu reden. Der Bro ist abgefuckt vom geilsten reiche Leute-Wetter. Okay, so krass ist jetzt hier auch nicht, ne? Also, wenn ich jetzt mal die Wetter-App schaue. Ach man, Leute, wir haben morgen den ganzen Tag Sonne mit 24 Grad. Och man, danach haben wir den ganzen Tag 25 Grad mit Sonne, nochmal 25 Grad mit Sonne, nochmal 4. Digga. Bruder, ich sag, ihr könnt nur träumen von solchem Wetter. Warte, wir gucken, wie was liegt. Ihr könnt nur träumen von dem Wetter, Digga. Hält Ösito komplett aus? Nee, nicht komplett, aber also wir wissen nicht, ob wir das dieses Jahr noch machen. Also sieht schlecht aus. Digga, und ich frag mich überhaupt, ich mach jetzt Retox, mir egal. Ich frag mich überhaupt, ob dieses Tandemrennen überhaupt noch stattfindet, Digga. Aber, Bro, ich sag, Niki und Paul sind die schlimmsten Leute, mit denen du ein Projekt machen kannst. Bruder, keiner von diesen Wichsern antwortet, Digga. Das ist so schlimm. Bruder, ich will die ganze Zeit planen. Da hatten die einen Call, da konnte ich halt leider nicht so. Da haben die auch nicht verschoben, da konnte ich halt leider nicht dabei sein, so. Aber Digga, die antworten nie. Weil die auch, aber man muss es auch dazu sagen, die sind auch die ganze Zeit weg, so. Bruder, die waren jetzt Rennertour die ganze Zeit weg, aber jetzt heute waren die da. Keine Antwort, nix. Lackschuh, ja. Also, ich schwöre, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das noch stattfindet, Digga, weil ich habe das Gefühl, in deren Kopf ist das nicht so deep mit der ganzen Technik und so, aber es ist schon sehr deep. Aber ich weiß auch nicht, was die im Call da alles gesagt haben. Junge, bist du shoppt? Ich sitze, ist echt scheiße, ne? Wo ist der krank? Oder ich sag, guck mal, das ist das größte Paradox auf unserer Erde, Leute. Wenn man krank ist, darf man anscheinend nicht streamen. Bruder, jedes Mal, wenn ich irgendwo geschrieben habe, dass ich krank bin und trotzdem live gehe, sagen die ganze Zeit Leute, hey, du bist ja gar nicht krank, bist ja live. Bruder, wisst ihr, wie scheiße es mir gerade geht? Ich habe die ganze Zeit Schweißausbruch. Mein Kopf tut die ganze Zeit weh. Ich habe vor dem Stream noch eine Schmerztablette gepoppt. Und pass auf, ganz kurz. Ich will mich nicht beschweren. Ich beschwere mich nicht. Ich heul ja gar nicht rum. Ich sag das nur, weil die ganze Zeit Leute sagen, okay, sorry, nein, aber alles gut, Bruder, nix gegen dich. Aber es ist immer so, das ist so richtig paradox. Die Leute glauben einem nur, dass man krank ist, wenn man wirklich weg ist. Wenn man wirklich komplett weg ist. Aber ich hasse das, Digga. Oder am liebsten würde ich jetzt noch eine Woche lang offline sein, so. Wenn ich könnte, aber habe ich keinen Bock drauf. Dann am besten nicht ausruhen, sondern streamen und Trommelfell hochjagen beim Ohrenpoppen. Rede.
Rede, Bruder. Alter, jetzt schreibt Niki mal in die Gruppe rein. Hat er was geguckt? Ja, perfekt, Digga. Ah, nee, Annika hat Ansager gedrückt und dann haben die geantwortet. Alter, 22 Uhr 22. Ah, nee. Voll peinlich jetzt. Bei euch ist schon 23 Uhr. Bei mir ist gerade 22 Uhr 22. Das heißt, man muss der anderen Person sagen, dass man sie lieb hat. Leute, ich lieb euch. Bei mir ist gerade 22 Uhr 22. Peinlich war das denn gerade von mir, Alter. Ich mache jetzt einfach aus, kein Bock auf Outro. Haut rein und Erla.